Ja, wieso? Und das Publikum tobt natürlich. Wieso nicht? Was denkt man? Das Problem ist bei den Bonne gelegentlich, dass der Bonne so seinen eigenen Willen hat und wenn du was schlägt, dann ist schlägt und du kannst klappen, Mann. Das geht halt nicht so leicht. Da ist jetzt ein Stecken ein bisschen schief, man kann aber noch weiterspielen, das Problem ist halt nur für den nächsten Reiter, das ist ein bisschen schwieriger. Umfallen darf er nicht, dann müssen wir uns absteigen und das wieder richten. Okay, also Applaus für unseren Bäcker versetzen. Das waren jetzt zwei Spiele aus dem Bereich Schnelligkeit und Koordination. Das nächste Spiel, das wir machen, sind die flinken Füße. Da bauen wir jetzt ein bisschen um. Und zwar gibt es da Aufspringspiele. Also das Ganze ist so, dass wir von den Voltigierer abgeschaut haben, im Galopp auf- und abspringen. Das können wir natürlich da jetzt in der Form auch nicht machen. Die Steffi, glaube ich, schnappt sie nachher schnell ein Pferd und sagt einmal aufspringen vor, wie es dann in Wirklichkeit ausschaut. Da geht es jetzt darum, dass man wieder, also zwei Reiter sind an der Wechsellinie, zwei Reiter an der Startlinie. Man muss über die Startlinie reiten, dann muss man vom Pferd runter. Man muss das Pferd an der rechten Hand führen, also rechts ist, wenn man Rechtshänder ist, muss man möglichst schnell Ich habe so viel Locken, dass ich schwer finde, das aufzunehmen. einen Schritt nach oben wieder rauf und Sattel, also im Sattel sitzend über die Ziellinie. Das heißt, wenn man nur halb umhängt, dann verkühlt es nicht. Man muss sitzen, der Arsch muss im Sattel sein. Wenn man vorne liegt, ist okay, der Arsch muss im Sattel sein. Gut. Wer fängt an? Die ist so ziemlich von Menschen, die das nicht machen. Da ist natürlich jetzt die Mitarbeit von Bonnie ein bisschen gefragt, weil wenn die auch immer die Töpfe umhaut, dann muss der Reiter das wieder richten. Geht's? Wenn man sich das ganze Spiel dann einmal im Galopp vorstellt, dann im Galopp herkommst, runterspringst, drüber rechts und wieder aufsitzt, alles im Galopp, dann kann man sich vorstellen, da geht schon richtig zur Sache. Da muss man sehr, sehr geschickt sein. Man merkt aber, die Bondis sind ein wenig verwundert, dass die Reiter normal aussteigen. Okay, wer von euch möchte gerne mal das Aufspringen vorsagen? Sonst lassen wir es der Steffi machen. Steffi? Welcher Bonnie? Also das Schwierige beim Aufspringen ist ja das, dass es im Galopp leichter geht als irgendwie langsam. Steffi, du schaffst es! Also wir lernen das auch die Pferde eben so, dass sie da mitlaufen lernen, damit die dann nicht verwirrt sind, wenn man von der Reiter weg ist. Machst du es noch, Steffi? Bis der Florian aufbauen hat? Geht nochmal. Wer ist die Steffi schon im Vordern, oder? Die muss ja trainieren. So, das nächste Spiel, was
uns da der Florian im Hintergrund gerade aufbaut. Das Spiel wird dem Richard auch recht gut gefallen. Super, Steffi. Hochstaplerspiel. Und zwar, da geht es darum, wer ist der erste Reiter von euch? Der erste Reiter kriegt so eine Hochstaplerbox, die ist mit saurem Gefühl, also das ist auch schon eine Schwierigkeit, das klärt es nicht hier. Der erste Reiter kriegt so eine Box in die Hand, muss, sagen wir mal, galoppieren. Ich mache das jetzt zum Beispiel nicht. Und im Galopp runter und muss natürlich auch schauen, dass die Box ordentlich und richtig steht. Und beim Retour galoppieren. Muss auch mitnehmen? Nein, ohne Übergabe. Einfach das Ziel. Wenn so Sachen ohne Übergabe zum Reiten sind, ist immer wichtig, wenn da die Ziellinie ist, dass alle vier Beine von beiden Ponys über der Ziellinie sind. Und das ist ja oft so, da gibt es eigene Linienrichter, dass sich das halt gerade um 2 Viers nicht ausgeht, weil wenn das Pony im Galopp weggeht, wird es schwierig. Okay. So, habt ihr Reihenfolge? Da ist zu der Taktik zu sagen, das ruhigste Pony mit dem sichersten Reiter ist der Startreiter, die Box steht aber nicht. Nein, der muss von hinten an die mitnehmen. Genau, von hinten an die mitnehmen und drauf. Okay. Also ich korrigiere das jetzt, darum war ich vorher ein bisschen verwirrt. Die erste Box kehrt drauf, er muss von hinten an die holen und wieder draufstellen. Machst du das? Okay, los. Und wieder Applaus für die Sarah. Das wird in der Luft liegen, ja? So, das heißt, die schnelleren Ponys nimmt man nicht unbedingt als erster Reiter, weil da können die schnelleren gleich ein bisschen durchgaloppieren. Ich gehe ruhig ein bisschen tragen, ich glaube, das geht. Ein Problem haben wir heute, Roman, dass wir unheimlich durchstarten. Wir wollen von den Namen nennen oder ein Vieri waren wir heute. Ich will von den Namen nennen, Wurmschmied oder Hoffmann oder Namenbücher nennen. Gut, machen wir das Spiel um, weil dann Gegen gibt es wer von den Eishaarigen. Geht sich das aus mit dem Graf? Der Herr mit der weißen Mütze, der graue Snadel mit der Halbringer kriegt man mal schön auf. Tritt vor den Schritt des Wichtigkeitenbar. Okay, geht das auch. Also man sieht da, wie brav die Kinder erzogen sind, die warten immer alle auf ein Startkommando. Das war aber gut jetzt, sehr gut. Und jeder, der Lust hat, der kann sicher dann einmal probieren, ob das funktioniert. Und wer glaubt, der will gleich einmal reiten, ich bin überzeugt davon, dass die Verena das in die Reihe bringt, dass da einmal eine Runde reiten darf mit den Ponys. Die sind sehr, sehr geschickt, gut ausgebildet. Wenn irgendwer in der Menge ist, der da mal reiten möchte, dann anschließend darf dann garantiert einmal eine Runde reiten. Ich habe gerade aus dem Hintergrund gehört, wie normal muss das kleinere Pferd am Schluss gehen. Also bei uns kann fast jeder was vom Boden aufnehmen vom Pferd aus. Möchte das irgendwer vorsagen? Wer schafft denn das? Ja, komm, Vierer. Schaffst du die durch? Rechte oder linke? Rechte. Die
Übung, was jetzt gesagt wird, ist sehr, sehr schwierig. Schaut euch das einmal an. Da brauchst du. Also da brauchst du ein gescheites Körpergefühl. Und dann musst du schon wissen, was du tust. Optimal, schaut, sie hängt im Sattel drinnen, nimmt es und holt sie wieder auf. Und manche Leute machen solche Dinge sogar im Galopp. Und wir gehören da natürlich nicht dazu. Verena vielleicht, die kann das. So, das nächste Spiel, was wir jetzt noch vorzeigen, ist auch was Cooles, was recht leicht daheim nachbauen könnt, und zwar Lifter-Liters. Also wir verwerten auch Müll und ich bin dankbar für alle Lieferungen, Bringelsdosen, sei es voll oder leer. Kann ich verwerten, brauche ich zu umgehen. Und zwar Also in Zukunft werden wir keine Bringelsdosen mehr wegschmeißen, sondern zusammensammeln und den Reitvorbereiter Königswissen übergeben und wir werden es dann mit Verena bringen. Man kann ja Bringelsdosen